Der Stille. Dies ist Tibet This Week, eine wöchentliche Nachrichtenausgabe über Tibet, seine Heiligkeit den Dalai Lama und die tibetische Zentralverwaltung. Zunächst die heutigen Schlagzeilen. Seine Heiligkeit der Dalai Lama nimmt am Langlebensgebet des Klosters Dapo und der Bevölkerung von Spiti teil. Ein tibetischer religiöser Führer stirbt unter den Augen chinesischer Geheimagenten in Vietnam. Die tibetische Zentralverwaltung hält eine Pressekonferenz ab, um über seinen verdächtigen Tod zu berichten. Neue tibetische Justizkommissare und der Generalrechnungsprüfer legen ihren Eid ab. Repräsentant Tinde Chüki trifft Leiter des Züricher Sicherheitsdepartements und bespricht die Organisation des 90. Geburtstags seiner Heiligkeit. Office of Tibet Brüssel drängt auf stärkere Unterstützung für Tibet. Office of Tibet in Washington D.C. veranstaltet chinesisch-tibetischen Jugenddialog zur Diskussion über Demokratie in China und tibetisch-chinesische Beziehungen. Der 16. Gascha beruft die 7. Sitzung des Ständigen Strategieausschusses ein. Office of Tibet Brüssel nimmt am 8. Gründungsjubiläum der regionalen Ütsang-Vereinigung von Belgien teil. Indisches parteiübergreifendes Parlamentarisches Forum für Tibet tagt in Samvidhan Sadan, Neu-Delhi. Seine Heiligkeit der Dalai Lama nahm gestern Morgen an einem langen Lebensgebet des Dapo-Klosters und der Bevölkerung von Spiti in Tsuklakang teil. In seiner Ansprache über das unerschütterliche Vertrauen der Menschen in Spiti in ihn sagte seine Heiligkeit, dass die wahre Bedeutung des langen Lebensgebets in der Aufrechterhaltung der tiefen Verbindung zu ihm liegt. Da Buddhas Lehren auf Logik und Vernunft beruhen, riet seine Heiligkeit den Anwesenden auch, die Essenz der buddhistischen Philosophie zu studieren. Serkong Tsensab Rinpoche vom Kloster Dapo und über 1300 Menschen aus Spiti nahmen an der Zeremonie teil. Tulku Hunga Dorji, ein weithin geachteter tibetischer religiöser Führer, Philanthrop und Thronhalter des Klosters Lungmen im Bezirk Gade in Amdo, Tibet, starb am 28. März in Vietnam. Am 25. März wurde er in seinem Hotelzimmer in Ho Chi Minh Stadt, Vietnam, in einer koordinierten Aktion der örtlichen Polizei und chinesischer Geheimagenten verhaftet. Am 28. wurde er dann in das örtliche Büro für öffentliche Sicherheit überführt, wo er noch am selben Tag verstarb, was Anlass zu ernster Sorge über grenzüberschreitende Sicherheitskooperation, grenzüberschreitende Unterdrückung und Menschenrechtsverletzungen gibt. Während die Ursache für seine Verhaftung und sein Ableben noch immer ungeklärt ist, zwang die chinesische Regierung Hunga Rinpoche im vergangenen Jahr den von China ernannten Panchen Lama Gyatso Nobo in seinem Kloster zu empfangen, was er nicht ohne weiteres tat. Im August 2024 verhörten ihn hochrangige chinesische Beamte aus der Provinz Qinghai ausgiebig und zwangen ihn zur Abgabe von Fingerabdrücken. Sie behaupteten, er habe Langlebensgebete für seine Heiligkeit den Dalai Lama verfasst und es versäumt, die Politik der chinesischen Regierung in seiner Bildungsarbeit in Golo Amdo umzusetzen. Diese Ereignisse führten dazu, dass er Ende September 2024 verschwand und sich anschließend in Vietnam versteckte. Der 1969 in der tibetischen Provinz Amdo geborene Tulku Hunga Dorji war ein bemerkenswerter tibetischer spiritueller Führer, dessen Beitrag zur Bewahrung der tibetischen Identität durch Bildung, Gesundheitsfürsorge und kulturelle Initiativen bis zuletzt unermüdlich blieb. Hunga Rinpoche errichtete eine gebührenfreie Berufsschule, gründete eine medizinische Klinik, um den unterversorgten Gemeinden zu helfen, und schuf die exzellente Diskursschlüsselbibliothek, um literarische Schätze zu bewahren. Als Pädagoge und Autor von mehr als 20 Büchern betonte er immer wieder, wie wichtig es ist, das Wissen der Menschen zu bewahren. Am 1. April lud das Verwaltungsbüro des Klosters Lungmen die betroffenen Personen ein, um ihnen die Sterbeurkunde von Tulku Hunga vorzulegen, verbot ihnen aber, das Dokument aufzubewahren oder Fotos zu machen. Die Bestätigung von Tulkus plötzlichen Ableben ist ein deutliches Zeichen für Chinas anhaltende Repressionskampagnen gegen religiöse und kulturelle Führer Tibets, ein bewusster Versuch, Stimmen zum Schweigen zu bringen, die grundlegende Rechte für Tibeter in Tibet fordern. Als Reaktion auf den verdächtigen Tod von Hunga Rinpoche veranstaltete die Abteilung für Information und internationale Beziehungen der tibetischen Zentralverwaltung am Dienstag dieser Woche eine Pressekonferenz in der Lhapa Tsering Halle, zu der Ju Dengyong,
Direktor des Amne-Machi-Instituts, und Zhang Desal von der Dolmetscher Association eingeladen waren. Dingxi Lengshe, Sprecher der tibetischen Zentralverwaltung, der auch die Pressekonferenz leitete, verurteilte die Rolle der chinesischen Regierung beim Tod von Tulku Dorje aufs Schärfste und forderte Rechenschaft und Intervention. For the international community, yes, it's a matter of suspicious death, but which is a cause of concern for all the Tibetans. And since all the Tibetan prominent figures and personalities are being targeted, therefore they should have, we condemn that, right, and also try to investigate the mysterious death where the Vietnamese government and the Chinese governments are accountable for, right. Während der Pressekonferenz forderten die Redner nachdrücklich eine unabhängige und transparente Untersuchung des Todes von Hunga Rinpoche, die unverzügliche Überführung seines Leichnams in das Kloster Lung Nun, um dort ordnungsgemäße buddhistische Riten durchzuführen, sowie die Rechenschaftspflicht sowohl der vietnamesischen als auch der chinesischen Behörden für die Inhaftierung und den verdächtigen Tod. Am Montag dieser Woche legten der ehemalige tibetische Parlamentsabgeordnete Dawa Pünki und der ehemalige Galön Papatsering und der ehemalige Sekretär des Auditor General vor dem obersten Justizkommissar Yishi Wangmo ihren Amtseid ab. An der Zeremonie nahmen der Parlamentspräsident Kimbo Sonam Dempe Sikyong Tsering, der stellvertretende Parlamentspräsident Döma Tsering Derang, der Galö und die Sekretäre aller Abteilungen sowie weitere führende Persönlichkeiten und Mitglieder der tibetischen Zentralverwaltung teil. Am vergangenen Donnerstag traf sich der Vertreter des Tibet-Büros Genf, Tinle Chüki, mit dem Leiter des Sicherheitsdepartements des Züricher Regierungsrats, Mario Fehr, um die Vorbereitungen für den bevorstehenden 90. Geburtstag seiner Heiligkeit des Dalai Lama und andere tibetbezogene Initiativen zu besprechen. Als Souvenir überreichte Tinle Chüki die deutsche Ausgabe des neuesten Buches seiner Heiligkeit Voice for the Voiceless. Der Repräsentant Tinle Chüki nahm auch an einer Veranstaltung zur Buchvorstellung teil, die von der Gade Podang Foundation des Dalai Lama am Vorabend organisiert wurde. Am Mittwoch dieser Woche trafen der Abgeordnete Ri Xingyenkang und der Beauftragte für die Interessenvertretung der Europäischen Union, Dingxi Phunso vom Tibet-Büro Brüssel, mit Mitgliedern des Europäischen Parlaments zusammen, um auf die sich verschlechternde Lage in Tibet aufmerksam zu machen und eine stärkere europäische Unterstützung beim Eintreten für die Rechte und Freiheiten des tibetischen Volkes zu fordern. Die tibetische Delegation nutzte die Gelegenheit, um auf eine breite Palette dringender Themen im Zusammenhang mit Tibet hinzuweisen, einschließlich des plötzlichen Todes des prominenten tibetischen religiösen Führers Tulku Dorje in Vietnam und gab Kopien der von der tibetischen Zentralverwaltung herausgegebenen Pressemitteilung weiter. Sie betonte, wie wichtig es sei, die internationale Unterstützung zu verstärken, da China seinen Griff auf Tibet verschärfe, und forderte die Europaabgeordneten auf, konkrete Maßnahmen zur Unterstützung Tibets zu ergreifen und dabei alle verfügbaren Instrumente zu nutzen. Die Abgeordneten äußerten ihre tiefe Besorgnis über die sich verschlechternde Situation und bekräftigten ihren Engagement, Tibet in parlamentarischen Debatten, diplomatischen Gesprächen und auf allen Wegen zur Sprache zu bringen. Am 28. März 2025 veranstaltete das Tibet-Büro Washington D.C. eine chinesisch-tibetische Jugendbegegnung im Northern California Tibetan Association Community Center in Kalifornien, USA. Zu den Rednern der Konferenz gehörten die prominenten chinesischen Demokratieverfechter Fang Zheng, Zhou Fengso sowie Ginger Duan, Mitglied einer Online-Plattform namens Chinese Youth Stands for Tibet, und Zudem Gyatso, der chinesische Verbindungsbeamte des Office of Tibet. Sie diskutierten mit den teilnehmenden chinesischen und tibetischen Jugendlichen vor Ort über die Entwicklung der chinesischen Demokratiebewegung, ihre Zukunftsaussichten, die tibetisch-chinesischen Beziehungen und die Zusammenarbeit. Der 16. Gascha der tibetischen Zentralverwaltung berief am Mittwoch dieser Woche im Verwaltungsausbildungszentrum in Dharamsala eine Sitzung des 7. Ständigen Strategieausschusses ein. An der dreitägigen Sitzung unter dem Vorsitz von Sikyong Tsering nahmen alle Mitglieder des Komitees teil, darunter Galön Döma-Gyeri von der Abteilung für Sicherheit, Galön Norzin-Döma von der Abteilung für Information und internationale Beziehungen, Demba Tsering, ehemaliger Gesandter seiner Heiligkeit des Dalai Lama, Gesang Yatsen,
Sekretär des Gadempodong-Büros Ngaba Zegyam und die Mitglieder des Komitees, politischer Sekretär Toshiyatsu vom Gascha-Sekretariat, Sekretär Gama Rinche von der Abteilung für Sicherheit, Sekretär Gama Chuying von der Abteilung für Information und internationale Beziehungen und Sekretär Dawa Tsering vom Tibet Policy Institute. Am Samstag letzter Woche nahm der Sekretär des Tibet-Büros in Brüssel Thinley Wangdu zusammen mit Melanie Blondel als Vertreterin der International Campaign for Tibet in Europa am 8. Jahrestag der Gründung der regionalen Üzang-Vereinigung von Belgien in Antwerpen teil. Während der Feierlichkeiten lobte Thinley Wangdu die regionale Üzang-Vereinigung Belgiens für ihre engagierte Unterstützung und Zusammenarbeit mit den Initiativen und Kampagnen des Tibet-Büros in Belgien. Am Freitag vergangener Woche berief das All-Party Indian Parliamentary Forum for Tibet APIPFT ein Treffen im Samvidhan Sadan in Neu-Delhi ein, um die parlamentarische Lobbyarbeit für Tibet zu diskutieren und zu verstärken. Die Sitzung wurde von Shri Bhartrhari Mahtab, Mitglied des Parlaments und Vorsitzender der APIPFT, geleitet und von Shri Tabir Kaur, Mitglied des Parlaments und stellvertretender Vorsitzender der APIPFT, mitgeleitet. Weitere hochrangige Mitglieder des Parlaments nahmen an der Sitzung teil. Im Mittelpunkt des Treffens standen Diskussionen über die Stärkung des parlamentarischen Engagements und die Sicherstellung eines nachhaltigen Bewusstseins für die Tibet-Frage auf staatlicher, nationaler und internationaler Ebene. Die Diskussionen konzentrierten sich auf die strategischen Initiativen, die notwendig sind, um die Sache Tibets relevant zu halten und die diplomatische und politische Unterstützung für die tibetische Bewegung zu verstärken und unterstrichen die anhaltende Solidarität Indiens mit der tibetischen Sache und das unerschütterliche Engagement der indischen Gesetzgeber für Gerechtigkeit und Menschenrechte in Tibet. Vielen Dank fürs Schauen und bis zum nächsten Mal.